Karteiser. Herr Präsident, die Damen und Herren, noch ein Merci an Herr Feio für ein ganz sachlicher Rapport. Just ein paar Worte. Erstens, dass das Prinzip vom Referendum umgeht. Ich meine, wir können uns nicht mehr felicitieren, dass an Irland wenigstens das Prinzip von der direkten Demokratie so hoch gehalten wird, und das Volk, der Souverän, überhaupt Möglichkeit hat, über Referendum oder wie im Referendum sich über Tretten auszudrücken. Das war heute der Fall, wo man den Verfassungsvertrag hat und hat eine knappe Majorität gekriegt. Und ich meine, dass verschiedene Leute in der Regierung das irgendwie ganz schlecht verdrohen haben, weil hinter hier haben wir echt eine negative Attitüde an der Regierung zu Referenden. Da die aber sieht, wir brauchen mehr direkte Demokratie, also Treten sollen durch Referendum dann durch das Volk dezidiert gehen, ob sie sollen akzeptiert gehen oder nicht. An dem Sinne ist Irland sicher ein Vorbild. Dazu würde ich so dass wir wenn wir den Treaty ratifizieren, das alles nicht umgeht und sich werte Kontinu aus von den irischen Bedenken. Wir gucken just die praktische Umsetzung an den Treaty zu garantieren. Ich meine, Souveränität vom irischen Volk muss auch von uns, aber in den anderen Memberstaaten so weit respektiert gehen, dass das, was sie an ihren Dispositionen wollen, hier sagen, als an der Eis-Decision. Und da muss ich sich nachfragen, ich verstehe, dass Madame Pulver hier Reaktionen über die Garantien und so weiter, und über die Krise. Man muss sich aber fragen, ob die Garantien, die Irland kriegt, nicht an der Zwischenzeit, aber über einer Wehr ausgehirrt gesehen. Zum Beispiel auch von dem Lissabon-Vertrag, zwar gesagt wird, da wäre noch kein weiterer Kontrakt am Domain fiskal, wir haben aber gesehen, dass über die Währungsunion, aber was geschieht, sondern dass über Sixpack und andere Instrumente ganz klar Kontrakten für ein Land wie Irland entstanden sind. Also ich meine, das, was hier garantiert wird, dass eigentlich durch die Aktualität, vielleicht auch durch andere juristische Instrumente, nicht unbedingt durch den Lissabon-Vertrag, aber auf jeden Fall zu relativieren, auch am Bereich von der Verteidigung und andere Sachen, sodass wir eine Logikanalyse machen über das, was wirklich der Kontinu ist, dass ihr nicht wisst, ob man wirklich den irischen Bürger nach der Garantie können gehen, die sich mit Recht von der Union erwähnt hatten. Merci. Merci dem Herrn Karteiser. Letzte Anekdoten reden als Neo Berni.